willkommen. Sagt die Steinbecker. Ja, die hat ja nun hier all ordentlich schon Schlachtplatten weghaut, ne? Und wie sorgt nun dafür, dass schon Bugmuskeln so ein bisschen in Gang kommt und sie da ein bisschen verdaut, ne? Und Ollig lacht, das hofft sie jedenfalls. Ja, wie fangt an hier mit ein paar Geschichten so von Hoff. Die Söhne von Bua Baukol, die schall ja nun endlich heiraten, aber halt da hat sich doch ein Schwur mit. Das so ein bisschen, wenn er nervös ist. Und ja, deswegen ist das ein bisschen schwierig mit den Frauenslü. Ja, und mit den Leif so überhaupt geht das dann auch wieder. Ja, aber die Kerl, sie stellt sich hier immer so ein bisschen dämlich an. Du bist wie Frauenslü, das doch also einfach, oder? Ja, also, noch sabbelt, nu schall das losgehen, viel Vergnügen mit de Steinbecker. Ging an, Oma! Andy! Oma! Ist wat? Oma! Oma! Die Bank ist frisch pinselnd! Wie? Blau! Ja, mit Hinak. Ja, die stottert ein bisschen, ne? Kannst nix an morgen. Aber sonst ist er ein richtig guten Kerl. Bloß, ich mein, er müsst nun mal heiraten, ne? Er ist ein Öller, da kann ich ihn früh gut brauchen, ne? Ja. Ja, vielleicht schall ich ihm das mal ein bisschen verkloren. Hinak! 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 Jo, Vater, was ist denn? Ja, pass mal auf, Hinak. Ich glaub, so allmählich war der Tit, dass du mal ans Heiraten denkst, ne? Jo, Vater, ich weet das wohl. Ja. Und ich sag dir bloß 3 Sorgen, die musst du beachten. Erstens, hier. Zweitens, hier. Ja, und drittens, hier. Ja. Jo, Vater, dann hab ich all verstanden. Deren Scheiern beten was in der Birne haben. Muss ja die Kartoffelpries mocken. Richtig. Und ein paar Muggi-Scheiße auch haben. Jo. Muss ja die Melkans leben. Precis. Aber Vater, ein Sorg hab ich und eins in der Welt nicht verstanden. Warum tun Dübel schalten deren 2 verkrüppelte Hand haben? Wann? Mann, fix. Ich mag da gar nicht mitkommen. Jo, das kenn ich von dir. Aber zum heiraten, nicht? Du hast schon mal 2 to. Und darum kann ich bitte neben Passau nicht allein abkreuzen. Aber von den kegeligen Trugen hast du nix gesagt. Nee. Und was soll ich ihm sagen, dass du Kohlefeld kriegen hast? Nee, Und du- du weißt ja genau, so ein Hochtit und Karten, nee. Hätt ich... Geil, nee. Nee. Hätt ich ahnt, was für ein Brimborium du da ummocken geist. Mensch, erst ins Standesamt und dann die ganze Kram noch mal achteran in de Kack. Ja, du hast das bloß nicht mitkriegen. Ach, nee, Ich hab dir das eins vertellt. Nee, ich steig das nicht durch. Niemand dort. Nee, mir mit Bank und Bänger, du. Mogt schon nicht. Am Ende mogt ihr das auch gar nicht. Natürlich mochte das. Und wie, ne? Fanny Doll. Mann, wir sind nur 3-mal so alt als andere Brüder. Ja, und du sind wie bummelig 50 Jahre. Ja, siehst du, hast du viel Eden. Du sind wie bummelig 50 Jahre in wilde Ehe zusammen bin. Und nu, wo das endlich an heiraten geht, da will
kann das werden? Ich weiß nicht. Ich weiß das alles nicht. Wollt wir in den Hus lopen? Nee. Du bleibst nur scheun hier und die töft auf den Pastor. Guten Tag. Ja. Sie was mich noch. Wir kennen uns noch nicht, ne? Meierdix. Der Frau Meierdix. Gesine Meierdix. Meierdix, Herr Meierdix. Da hast du das. Sie hat doch bestimmt einen Grund, Herr Tomito kommen, ne? Tja, ich weiß nicht, wo ich dann anfangen So, soll. besten. Das geht um die Predigt. Ach, die Predigt. Ja. Die Predigt von letzten Sonntag, meine Antrittspredigt. Nee, verlegen Sünder sind wir doch gar nicht in der Gott sei doch mal sitzen, das ist so. Ich danke sehr. Ja. Verlegen Sünder sind wir doch gar nicht in die Karte wählen. Du habt wie doch den Geburtstag von uns Hans-Uwe viert. Sie wen, Hans-Uwe, das ist uns Jüngsten. Ja. Ja, was meint Sie denn für eine Predigt? Ja, die Predigt, die sei für uns Holmschütt. Aha, woran soll ich das verstehen? Jo, einfach so ein Predigt für uns beiden. Mogt sie das? Jo, Mann. Ja, und sie kennen uns ja auch. Nee. Sie kennen uns ja auch gar nicht. Und darum hätten wir uns gedacht, wie vertellt sie so ein Beten was, damit sie sich nicht allen Söbens denken möchten, nicht? Und das sei ja auch ein Beten was persönlich war, nicht? Sag mal, mogt ihr das oder mogt ihr das Ja, nicht? ich mag das. Aber wie wird doch nicht so 0815 Predigt, nicht? Am besten Ja, aufhängen. Herr Pastor, allerletzt, du hast eine Predigt gehört und, Junge, da hab ich gedacht, ich bin auf die verkehrte Beerdigung. Ach so. Ja. Ich mogt das nicht. Wisst doch, das ist sein Job, hey, mag das. Ich glaube, nur wenn ich sie meint, die Predigt, die kommen schall, wenn das mal so wie ist, ne? Wenn denn so, ja, das hat... Meint sie nicht, dass das noch ein bisschen früh ist? Nee, Nee. Tiet hat das nicht mehr, nee. Tiet hat wir nicht. Nee? Nee, wir gehen uns stramm auf den Tag und Tag nicht. Ja. Ja? Und entweder nu oder gar nicht. Und weht sie, mein Willem, nicht? Das sind nicht bloß klöterig gut, nicht? Kein weet, wo lange er das noch mogt. Ja, Man, normalerweise ist ja so, dass ich das von den Angehörigen eins zu weten kriege. jo, aber die habt ja keine Ahnung, nicht? Und was die weht, nicht? Und das weht sie von uns. Und darum vertellt, wie sie das glick söms. Ja. Also eigentlich habt ihr recht, Frau Meier. Ja. Mann, das ist heel ungewöhnlich, ne? Also mir ist sowas noch nicht vorgekommen. Ja. Aber von kirchlichen Standpunkt will ich doch nichts gegen. Ja. Ich hol mir mal gau was zu schreiben. Ne? Mogt sie das? Sus, das ist sein Job. Hey, mogt das. Ja, ich will das nicht. Ich glüff das auch nicht. Hey, Mutter doch nicht. Klar doch, die wird doch heiraten, nicht? Das sagst du. Man, ehe dass sie anfängt, da denkt sie doch an. So ein Predigt, die scheint nicht länger als 15 Minuten durch. Ja, Das hält 15 Minuten für sie und 15 Minuten für ihren Mann. das sind denn dördig. Wieso tödlich? Na, das ist mal klar. 15 und 15, das sind eine Adam Riese, döttig. Ja, Mann, das können Sie doch nicht zusammentreffen. Meint sie, Herr Pastor? Ja, wenn sie das meinen. Ja, sie sind der Pastor. Hauptsache, das war eine scheune Predigt. Jo, dann lass uns mal anfangen. Wo viele Kinder habt ihr denn? Fair, happy, fair. Ja. Fair Kinder. Ja. Kai Uwe, Arabella, Höller. jo. Peter Johannes und Gesche. Und Gesche, kick an. Und was ist mit Engelkindern? Oh, Jo, der hat wie auch einen ganzen Bart. Oh. Schaut dem auf Nee, den. die bloß vor 4, das lang wieder. man wird Ölen. Ja. Alle Ja, acht. 7 Bärens und 4 Jungs. Alle acht. Ja, sie kennt ja nicht den Gustav so, als die wär so mit 8 twinnig, nicht? Oh Mann, der hätt nix anbrennen lassen. Wenn die bloßen Frau ankicken,
mit sie Casanova-Blick, nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und auch Leute haben einen Bart zu tun, das haben wir nicht durch die Lappen gegangen, nicht? Aber ich glaube, das lasse ich besser weg. Ne? Ja, warum denn? Der Lütsch hat doch nur nicht wen. Was will er für ein Passierstängel wär? Mein, die wird doch auch was zu lachen haben. Zu lachen, Frau Meierdings? Jo, so ein Lüttensbox, das muss wehen. Du, dass du den Dach auch in gute Erinnerung behalten dort, nicht? Und ich hab auch einen Bibelspruch rutsöcht, wenn sie denn an Lichtens mit inbringen können. Du setz dich mal wieder toll. Jo, okay. Du bleibst hier. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. Gefällt sei das? Mann, das wohl, Mann. Ich weiß nicht, wo ich das in die Predigt unterbringen soll. Oh, Herr Pastor, das schafft sie doch. Sie sind doch der Pastor. Ja. Wenn ihr das mucken deit, dann kannst du noch nichts zum Eden inladen. Oh, jo, hast recht. Herr Pastor, Sie würden uns ein grode Freit mucken, wenn Sie zum Eden kommen würden. Bloß in engsten Familienkring, so bummelig 150 Personen. Und Sie, nicht? Sie sind denn natürlich der Hauptperson von wegen der schönen Predigt. Oh, da fällt doch alles doll. Ja. Und Herr Pastor, das gibt Spießbrot mit Rosenkohl. Oh, und achteran gibt es noch Kaffee und Kuchen. Ja, das ist eine Beerdigung. Und dann wird schabelt. Auch so ein Discjockel, die hab ich auch ein besorgt. Das ist gut für die Stimmung, ne? Ja. Also ich weiß ja nicht. Ich bin ja nur auch nicht von Traurigkeit. Man, das geht mir zu weit. Wenn schon, denn schon. Denn mit allen Schikanen. Jo, Herr Pastor, können Sie denn Boogie Woogie? Was? Ja. Ich moch doch so gern Boogie Woogie mit Sie tanzen. Sie mit mir? Ja, na klar. Nee. Du Laubmann, der erste Tanz, der steigt Mito. Das ist schon mal ein Chlor. Aber Willem, wisst doch, den ersten Tanz, der ist für uns beide, nicht? Nice. Den tanzt wie so ein langsamer Walzer, Ja. so als Freuer. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den sieben... Nee, nur ist aber noch. Verdumpeln lasse ich mich denn ja auch nicht. Herr Pastor, Na, Was hätte ich? Sie sind doch nicht insnapp, ne? Dass ich den ersten Tanz mit min Willem tanzen will. Das hört sich doch so. Der erste Tanz, ne? Der ist für Brut und Bräugam. ach, ich glaube, nur habe ich endlich kopiert. Und wann schaltet Drogen den Wein? So in bummelig drei Wegen, ne? Was meint sie? Ob ich in 3 Wegen noch Boogie Woogie lernen kann? Wird sie wie mir Unterricht kriegen. So, das wollte ich denn wohl. Dank sehr, Hock. Jo, danke. Ja, so ist das schön. Ja, so. Allwetter? Oh, Mann, wie ein Kopf. Hei. Wo bin Lord gestern, wa?
Habt ihr einfach zu suchen? Nee. Nee? Oh Mann. Nun töf man mit Pause ist, ne? Dann gibt das wieder was. Aber ich gestern Abend, Kiez. Ich weiß gar nicht, was ist da bloß eins passiert? Oh. Was ist das denn? Frühstück? Ich krieg Frühstück? 1, 2. Jo. Sag mal. Da stimmt doch was nicht. Ach, guten Morgen, mein lieber Heinrich. Oh. Hast du gut geschlafen? Nee, nicht hauen, Mieter, nicht hauen. Hauen? Wieso denn hauen? Nee, das freut mich doch schimmer, wenn das mein lieber Mann gut geht und er gut geschlafen hat, ne? Ja? Wär ja gestern auch nicht so laut, ne? Nee, wär nicht so laut. Nee, gar nicht. Du, Frühstück ist Apport, so als du das gern machst, ne? Ja. Mit schönen starken Bohnenkaffee und weit gekochten Ei. Oh, Wo sind die Mann hin, ne? Was? Frühstücksei auch? Ja. Von doch? Ja, du so ein Haushaltsförstern, dem muss doch wer zu Kräften kommen, nur so einen anstrengenden Kegelabend, ne? Ja. Nun setzt die Mann hin und trinkt den Kaffee. Ich hol eben das Ei, ne? Ja. Was sagst du denn, mein Liebsten? Mein Aktentasche. Och, der Herr Weger langt noch ein Auto hinbröcht, du. Du hast die Brotdose in mit dem Butterbrot und Salami, Herr Weg, die doch rumlegt, die machst du doch so gern, ne? Ja. Und ein Blaubeerjoghurt, Herr Weg, die auch inpackt, da machst du doch so gern. Jo. Ja, nun setzt die Mann hin und trinkt den Kaffee und isst ihn ein, ne? Ja. Wo gehst du denn nun hin? Eben wird Tagesblatt noch nicht da. Ich kick eben mal, ob nu da ist, ne? Dann kannst du doch wenigstens noch mal eben rinkriegen, ehe du den Tagewerk als uns Ernährer von der Familie wieder noch gehen da ist, ne? Ja. Was ist das? Kein Donnerwetter? Kein Standpauk? Du kriegst Jimmers ne? Ja. Ich verstehe das auch nicht. Nicht ein einzig böses Wort. Komm du mal besuchen nach Hause, du. Ja, da ist doch was los, ne? Und ich krieg Frühstück. Hier stimmt was nicht. Guten Morgen, Vater. Ach, guten Morgen, Beate, mein Lieb. Na, uns klar wie die. Hast du einen schönen Abend hat? Ja. Das heißt, sag mal, hast du mitkriegen, wo Leute in der Hus gekommen bin? Mitkriegen? Sicher wie das mitkriegen. Die halb Nahverschub auch. Das wär twinnig vor fair. Wenig vor vier? Ja, Mutter, das wär nicht so laut. Und wo so die hele Norwerschaft? Na, du kamst es Trut Rup und hast dobi smerig Ledersung. Ob beider grölt. Hast über die Gorntour die Ulfro Zielvögel Lut Hals und schimpft. Und vor uns Hus fiel dir ein Bierbuddel aufs Draht. Nee. Denn hast du düchtig das Flöken anfangen. Bitte mit einem Lut knall die Gorntour vom Bind tufuhl. Ja, und was hätt denn Mutter denn sagt? Die wär in Brass. Die wär auf 100 Tachentisch. Ja, aber Beate, das gibt überhaupt kein Standpauk, kein Donnerwetter, kein böses Wort. Und den Heinrich statt Heidi und mit Aktentasche und Butterbrot, da hätt sie mir allen Auto legt, sogar mit einem Blaubeerjoghurt. Denn hast du auch was Wien hat. Nee, Beate, das hätt eine Ursache. Was ist hier passiert? So, mein geliebter Ehemann und rechtmäßig anvertraute Mann, hier hast du den Tagesblatt. Ja. Ja, kick doch mal eben noch mal rein, ne? Wenigstens ins Bordteil, ne? Ja, danke. Vertell wieder. Denn hast du versucht, die Hustuslötel ins Schloss zu pulen. Mann, der rutscht die Jimmers wieder auf. Als du die dann an die Klink fast tun wolltest, hast du merkt, dass die Tür all open war. Sie sprung ab und du fuhlst lang in den Flur. Oh, ja. Und den? Ja, was meint Mutter denn nun dort auch? Hab ich nicht genau verstanden. Einmal fuhr das Wort Scheidung.
Du sag mal, schall ich dir auch noch einen Apfel inpacken? Nee, ist doch nicht nötig. Ja, mag ich. Ja, und dann, ich mein, habe ich denn noch mehr Schaden anrichten, oder bin ich den Enkel im Bett? Nee, wir müssen doch erstmal den Footboden feudeln. Von Was? wegen den Waterlaufen. Was? Von den natten Büchsenbeinen. Nee. Du hast den Kundenweg von der Teich nur du hust deinen Namen. Das heißt, zwei durch den Dümpel. Oh, naja. Ja, und dann, ich mein, was hätte Mutter denn in der Nacht noch den Scheidungsaufgaben anrufen, oder? Dort wo hast du kein Titloten, wie Ich hab dir auch noch einen Schokoladenriegel inpackt, ne? Sag mal, schall ich für noch einen Schweinsgulasch mit Rosenkohl kochen? Oh, von Gustav, ja. Ja, das mag ich. Gut. Nee. Sag mal, Beate, irgendwas stimmt hier doch nicht. denn müsst ihr erstmal die Polizei begöschen und wegschicken. Die Polizei auch noch? Und dann ging das ja noch wieder. Was? Als du die Slaptimadeur beim Utmaken meist Uthang hast, bist du vor das Bett liegen blieben. Wir müssen die mit 2 Mann, das heißt 2 Fruens, hochwuchten und ob das Bett schmieden. Ja. Das gibt es ja wohl gar nicht. So, mein lieben Theodor Heinrich, ne? Ja, Das ist da bin ich auch. die rechtmäßige Norm. Ja. Du, ich hab hier alles zu hoch. Die schönen Schokoladenriegel und Apfel, ne? Ich bring das eben noch mit Auto, ne? Ja, das Ja. ist gut, ne? Und Ja, das mag ich gern für die. das machst du. Das weißt du doch, mein Liebsten. Ja. Du sag mal, voll vernünftig nicht gut gehen, ist doch Stammtisch. Was? Ja. Hast du das mitkriegen? Ich schall wieder gut gehen. Beate, nun mal ruht mir das Brauch. Hier stimmt doch was nicht. Warum ist die Mutter so überfreundlich nach all dieser Aktionen? Ich denk, wie du wohl in recht Augenblick das recht Wort sagt hast. Was soll ich nicht? As wie die dann ob dann Bett haben, da hast du bloß Pust und Snuft. Und dann fungst an, durch dich zu snorken. Und so, dass der Halt wackelt hätt. As Mutter aber anfing, die das Hemd abzuknüppen und ich dir die Schuhe utrug, da wär kein Snorken und Pusten mehr und du hast ropen, Fingers weg, die Schlampen, ich bin verheiratet und dat mit der beste Frau von der Welt. So, warte, mein lieber Heinrich wollte auch liebst von der Arbeit kommen. Ja. So. Ach, du bist ja. Ach, mir Mittagein, ja. Heidi, da bist du ja wer. Mann, das wäre ja wieder anstrengend Ja, mit der wieder. Arbeit, du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kaffee? Ja. Du, Meda, Ja. der Vorderhand, der drübbelt ja Jimmers noch, ne? Ja, das mag dir ja wegen Land, du. Das musst du mal reparieren. Ich? Ja. Bin ich ja der Klempner oder was? Ach, nee, nee. Oh, HSV, kannst vergehen. Du sag mal, Meda, Ja. das ist Stone hier, der kippelt ja Jimmers noch. Ja, das mag dir Oberwegen lang und das hast du auch jemals noch nicht repariert. Ich? Ja, sag mal, bin ich hier der Tischler oder was? Nee. Ja.
Meterlein. Ach, Heini, du bist es ja Ja. wieder. Ja. Alles Ja, gut. alles gut. Ja. Oh, hau, ha. So. Oh, wieder. Der Vorderhand, der drüppelt ja gar nicht mehr. Hey, da kickst du, ne? Ja, da kick ich wohl. Weißt du was? Ja? Der nette junge Mann, ne, von nebenan, der hat das repariert. Ja. So. Schon gern. Ja. Oh, Mieter. Der Stone hier, der küppelt ja auch nicht mehr, ne? Nee. Das hat der nette junge Mann von nebenan auch repariert. So. Ja. Ja. Und sich wohl Mieter. Das kostet ja wohl oben beten was, ne? Gut. Ja, jetzt sagt ich kann im Kaufen backen oder ich kann auch so ein bisschen nett werden, ne? Ja. Aha. Ja. Da hast du ihm ja einen schönen Kaukenbacken, ne? Bin ich hier der Bäcker oder was?